Das ist manchmal so ein Stein, wenn der an einem Ort liegt, das ist wie ein Fotoalbum. Ich weiss noch haargenau, wo wir diesen Stein da gebraucht haben, für die anderen Steine zu absagen. Haben wir den oben draufgelegt und dann mit der Trennscheibe. Darum sieht der so aus. An der Offiziersschule haben wir ein Fach gehabt mit den Open-Air-Campaigners. Das sind so Leute, die unterwegs sind, für, auf kreative Art und Weise so Freigottesdienste zu machen oder einfach Einsätze im Freien. Und der uns das gegeben hat, da erzählt von seinen Erfahrungen. Und dann hat er gesagt, ja, sie seien ja auf Griechenland gegangen. Und Griechenland ist das eine ganz interessante Sache. Man darf zwar nie öffentlich predigen, das ist verboten, aber die Griechen, die sind gängig noch gleich wie vor 2000 Jahren, die diskutieren gerne miteinander diskutieren. Und man braucht dann nur irgendwie etwas zu sagen, kurz, und dann können wir eine Stunde später wieder an diesem Platz vorbeigehen und die sind gängig noch am Diskutieren dort, über das, was der vorhin da gesehen hat. Und das ist vielleicht so das Bild, wo uns ein bisschen entgegenkommt, hier in diesem Kapitel 7 vom Johannes. Jesus hat geredet im Tempel, er hat zu den Leuten geredet, er hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dem Leib werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Und mir ist bei dem Lesen von diesem Text noch ein anderes Bild gekommen. Und zwar habe ich gedacht, ja, Wasser, was kann man machen mit Wasser? Und da ist mir ein Bild begegnet. Das ist manchmal so ein Stein, wenn der an einem Ort liegt, das ist wie ein Fotoalbum. Ich weiss noch haargenau, wo wir diesen Stein da gebraucht haben, für die anderen Steine zu absagen. Haben wir den oben draufgelegt und dann mit der Trennscheibe. Darum sieht der so aus. Aber der Stein, der ist aus Beton. Aus Beton. Und ich bin ein bisschen Betonbanause, ich habe nicht Maurer gelernt. Aber für mich tut man einfach Zement, Wasser und Kies zusammen oder Grün zusammen, Steine. Und dann tut man das mixen und dann tut man es gießen und dann trocknet es, oder? Das ist eben falsch. Es trocknet nicht, gell? Es bindet ab. Es bindet ab. Es heisst, die Materialien da innen, die sich verbinden. Und das ist mir entgegengekommen, das war ein Bild, wo ich gedacht habe, Ströme von lebendigem Wasser. Es braucht Wasser, für Beton anzurühren. Und ich als Banause, die noch nicht rauskomme, sage einfach, ja, es trocknet. Oder ich probiere das zu beurteilen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das andere, was man vielleicht könnte aus dem herausnehmen, dass sie da diskutiert haben miteinander. Sie haben nicht verstanden, was da eigentlich abgeht. Es ist etwas im Verborgenen innen passiert. Und was mich an diesem Beton auch noch beeindruckt, ist, dass je länger dass man den abbinden, je fester wird er. Also Beton, darum tut man ja spritzen, er muss Zeit haben. Und da passiert manchmal etwas. Hier, im Johannes 7, hat man das Gefühl, ja, der Jesus. Der Jesus, der ist auf vollkommen verlorenem Posten. Da passiert jetzt gar nichts. Es heisst sogar am Schluss, und da komme ich dann am Schluss von der Predigt nochmal dazu, und das ist übrigens, wir haben heute Morgen schon zusammen müssen schmunzeln, am Schluss heisst es, alle sind hingegangen. Das heisst hier am Schluss vom Text, Vers 43. Dann ging jeder in sein Haus. Oder alle sind hingegangen. Also, man hat diskutiert, man hat sich überlegt und ja, wahrscheinlich ist das für nichts gewesen. Aber es ist etwas ganz Festes geworden. Und Jesus nimmt auch Bezug auf das Bild. Er nimmt im Lukas und im Markus nimmt er ein Zitat aus dem Psalm 118 auf. Und das heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und ich möchte gerne, dass wir den Stein noch ein bisschen im Stehbandeli da vor dem Haus lassen, weil vielleicht hat er noch mal eine ganz wichtige Bedeutung.
Was macht das mit uns? Um was geht es wirklich? Was sehen wir, wenn wir auf Jesus schauen? Tun wir auch darüber diskutieren? Tun wir uns Gedanken machen, was der Jesus ist? Oder verstehen wir, was wirklich abgeht? Ebenso wie in einem Betongemisch innen, wo sich abbinden, wo fest werden. Bleiben wir auf der Oberfläche oder gehen wir in die Tiefe? Haben wir uns Zeit, nehmen wir uns Zeit, wirklich in die Tiefe zu gehen? Ja, das sind da Leute, die auf das reagiert haben. Und eine Aussage ist gerade am Anfang gekommen, das kann ja gar nicht der Messias sein, der müsste doch von Bethlehem kommen. Er kommt aber, wie wir alle wissen, heißt sein Text aus von Galiläa, sein Dialekt ist galiläisch und seine Gefährten, die Leute, die mit ihm unterwegs sind, sind Galiläer. Also ist er ein Galiläer und er kommt von Bethlehem. Aber wir wissen ja alle, dass Jesus zu Bethlehem ist geboren wurde. Also da hat man jetzt gar nicht viel müssen verstehen von Beton. Da hat man jetzt gar nicht tief müssen graben, für das man das herausgefunden. Weil es ist nämlich von höchster Stelle verordnet worden, dass Jesus zu Bethlehem auf die Welt kommt. Dass er von Bethlehem stammt, die Abstammung, Heimatort Bethlehem hat. Wir haben jetzt wieder Adventszeit und wir haben gestern ein bisschen gegützelt und nachher ist dazu an Judith ihre Lieblings-CD gelaufen, Zeller Weihnachten, und das muss ich jetzt auch noch ein paar Mal hören. Aber was dort in der Zeller Weihnacht drinnen ist, heisst, der Kaiser hat es befohlen, der Kaiser hat es befohlen, der Kaiser hat es befohlen. Also von höchster Stelle ist das verordnet worden, dass Jesus in diesem Bethlehem muss auf die Welt kommen. Der Kaiser hat es befohlen. Und ich habe mich auch so gefragt, wegen der Herkunft. Wir haben hier alle die Möglichkeit, dass wir so ein Herkunftsdokument machen können. Und ich habe das, glaube ich, auch schon in der Predigt mitgenommen. Es ist in dem Sinn eine kleine Repetition. Aber ich glaube, es schadet nichts, wenn wir uns wieder mal überlegen, woher komme ich? Wer bin ich? Und es ist ja hier noch so wichtig, dass man eben aus dem Tal kommt, eben entweder Adelbodner oder Frutiger ist. Und es ist eben leider so, wenn man dann manchmal ein bisschen graben, und da muss man dann eigentlich gar nicht so tief graben, dann findet man heraus, dass Menge, die gerne ein Adelbodner wäre, ist wahrscheinlich dann, wenn man ein bisschen genauer her schaut, nicht so viel Adelbodner, wie er gerade auf den ersten Blick vorgibt. Manche ihnen hat der Heimatort Frutigen oder sogar noch weiter fort. Also, wo kommen wir her? Wo kommen wir her? Wer sind wir? Dazugehören, das ist etwas Wichtiges. Dazugehören, über jeden Zweifel erhaben sein. Man redet gerne von denen draussen und vergisst dabei häufig sich selber. Vielleicht schickt man sogar einen oder zwei oder ein paar, wie es da die Hohepriester und die Pharisäer gemacht haben. Geht mal schauen, was das für ihn ist, der Jesus. Geht mal in den Tempel. Geht mal prüfen. Geht mal schauen, was das für ihn ist, der behauptet, dazu zu gehören. Der von sich sogar selber sieht, er sei das Zentrum, er sei der Mittelpunkt, um ihn umdrehen alles. Also er sagt nicht nur, ich gehöre dazu, sondern ich bin im Zentrum. Alles dreht sich um mich um. Alles soll sich auf ihn ausrichten. Das ist schon ein bisschen harte Post. Ja, und meine Herkunft, nicht nur jetzt von der biologischen Herkunft, sondern auch da, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe, meine Wurzeln habe, das gibt mir Sicherheit.
Aber es kann vielleicht auch hinderlich sein, dieser Identität, die ich eigentlich durch Christus habe, Raum zu geben. Im Epheser 2, Vers 19 heißt es auch, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Meine erste Frage ist nicht, wo ist mein Heimatort, wo ist meine Familie, sondern die erste Frage ist, bin ich ein Kind von Gott? Also, man hat einmal gesagt, eben, der kommt vom letzten Ort. Und nachher ist auch noch so ein bisschen etwas, was jetzt da in dieser berndeutschen Bibel recht krass ist rausgekommen. Die nicht rauskommen, die sind verflucht. Also das Volk, der Pöbel, der ist verflucht. Die kommen sowieso nicht raus. Die haben sowieso nichts zu sagen. Wenn ich jemanden nicht über seine Herkunft ausschliessen kann, dann kann ich es über die Bildung probieren. Schönes Schulzeugnis. Habt ihr auch noch ein Setting? Seht vielleicht noch ein schöneres? Heute gibt es nur noch so Zettel. Aber das war noch ein schönes Schulzeugnis. Da ist, das sollte ich noch mal schauen. Leistungsmessung zur Ablauf der Schulpflicht. Das ist da wegen dem Sport, da ist auch nicht so viel Gutes drin, oder auch nicht so herausragendes drin. Da. Aber das ist auch nicht, ich könnte es dann nachher noch schauen, damit die, was interessiert. Dann habe ich da noch andere Sachen drin. Ich habe da noch Fähigkeitsausweis habe ich auch noch drin. Also das ist das, was meine Bildung ausmacht. Das ist auch etwas von meiner Identität. Ja, genau. Etwas hängt noch im Büro, genau. Die Tempelwache bringt Jesus nicht gefangen zurück zu den Hohenpriestern. Und jetzt kommen da die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und sagen, hat er euch jemand auch verführt? Hat er euch jemand auch verführt? Ja, wenn er eben ein bisschen gescheiter wäre gewesen, dann wäret ihr dann gefasst gewesen über das, was Jesus euch gesagt hat. Ihr seid Opfer geworden von einer geschickt inszenierten Hirnwäsche. Das Volk lässt sich von Jesus versuchen, weil es eben nicht gebildet genug ist. Und eigentlich entlarven sich hier die Priester selber. Weil es wäre ja ihre Aufgabe gewesen, das Volk zu bilden. Und wenn jetzt das Volk zu wenig gut gebildet ist, dann haben sie eigentlich ihren Auftrag nicht gut gemacht. Und wenn sie es richtig gemacht hätten, dann könnte es ja vielleicht sogar sein, dass sie selber sich eingestehen müssen, dass Jesus tatsächlich der Messias ist. Ich werde heute Morgen sagen, und das ist mir ganz wichtig, es ist niemand zu wenig gebildet. Das ist gleich, was da für Noten drinnen stehen, was dir für einen Abschluss hat. Es ist niemand zu wenig gebildet, für Jesus zu begegnen. Aber es ist auch niemand zu hart gebildet, zu gescheit, zu viel studiert, für das er Jesus könnte begegnen und sein Leben von Jesus prägen. Jedes von uns, das ist ganz wichtig, ist irgendwo ein Experte. Jedes von euch. Ihr habt etwas, wo ihr eine Leidenschaft in eurem Herzen habt, etwas, das jetzt über den Glauben rausgeht, wo Gott in euch Gaben geschenkt hat, und da seid ihr Experten drin. Das hat auch der Ständerat, der jetzt abgetreten ist, Solothurn, der Zanetti, hat das auch gesehen über die Randständigen und die in die Gassenküche gehen. Er hat gesehen, das sind auch Experten. Da sind Experten drin,
wie dass man eine Mahlzeit oder wie dass man Geld organisieren kann. Und er hat das aber auch immer gesehen, mit einer sehr, nicht Abschätzung, sondern er hat das sehr wohlwollend gesehen. Er sieht, dass man das im Menschen muss sehen, eben auch gerade in solchen Leuten, dass sie eben Leute sind, die befähigt sind. Experten, fähige Leute. Und ich glaube, Jesus will uns genau in diesem Expertenwissen innen begegnen. Er holt uns genau dort ab. Und wir müssen nicht sagen, ja, der ist halt gescheiter und der weiß es halt besser und der hat halt die Bibel studiert etc. Nein, Jesus lädt dich ein, tu selber das Buch auf, fang drinnen an zu forschen und Jesus wird dir begegnen. Ich glaube, das ist etwas von dieser Mündigkeit. Und es geht nicht darum, eben, dass wir sagen, ja, wir sind der Hohepriester und wir tun ein bisschen das Wissen für uns behalten, dass dann die anderen halt dumm sind und dass sie von uns abhängig sind. Mir ist das ganz wichtig, dass jedes von uns selber kann Jesus begegnen, selber sich Gedanken machen und selber vielleicht auch mal etwas sagen, du, das war der letzte oder das hast du nicht, das sehe ich ein bisschen anders, wie du das heute Morgen hast gesehen. Und auch da ist etwas, was der Paulus wie erkannt hat. Ich habe vorhin schon etwas gelesen aus den Paulusbriefen. Und jetzt kommt noch so ein zweites Zitat aus dem Galaterbrief, wo er sagt, Galater 3, 28, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Das ist gemeint. Das ist Lieb Christi, wenn wir alle die Möglichkeit haben, direkt Jesus zu begegnen, ohne dass wir zuerst ein Studium machen müssen oder ohne dass ein Studium eben hinderlich wäre, für Jesus zu begegnen. Und vielleicht so eine Reflexionsfrage auch zu diesem Thema. Wo verstecke ich mich in dem Bereich, wo ich sicher bin im Wissen? Wo verstecke ich mich vielleicht hinter meinem Wissen? Da bin ich sicher, da kenne ich mich aus. Ich will mich lieber nicht auf das Eis führen von Jesus. Entweder eben, weil ich denke, ja, andere sind gescheiter, oder weil ich denke, ja, ich bin gescheiter als der andere. Ich glaube, wir dürfen uns heute auch in diesem Bereich von Gott herausfordern. Und das Dritte, was in diesem Text so rauskommt, wie sie eben Jesus probiert einzuordnen, das ist über einen Status. Sie sagen, gibt es den einen, der etwas zählt im Volk, der an Jesus glaubt? Gibt es irgendjemanden, der etwas zählt, der etwas darstellt, der an Jesus glaubt? Es ist der Status von der religiösen Elite hier, wo der grösste Hinderungsgrund ist für sie, für Jesus als Messias anzunehmen. Es ist dann noch die Rede von Nikodemus. Er versucht ganz zaghaft, noch ein gutes Wort für Jesus einzulegen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, was habe ich da für ein Bild mitgenommen, für einen Status? Da habe ich jetzt einfach mein Dienstbüchlein mitgenommen. Da steht doch etwas drin. Das ist etwas, wenn man mit Männern zusammen ist sehr viel Status manchmal über das Dienstbüchlein abhängig. Was seid ihr im Militär? Jetzt gibt es die längsten weniger Leute, die noch dienstpflichtig sind. Aber früher, wo das noch Mehrheit war, ist es nicht lang gegangen und man hat über das Militär reden. Wer bin ich? Was ist mein Status? Ich brauche mich auch nicht hinter meinem Status zu verstecken. Hinter dem, wo ich glaube, dass ich bin. Ansehen, Wohlstand. Und eben der Nikodemus, der probiert hier ganz zaghaft ein gutes Wort für Jesus einzulegen. Er ist ein Pharisäer.
Er ist ein Gelehrter. Und darum ist er ja im Johannes 3 auch zur Nacht zu Jesus gekommen, dass man gerade niemand hat gesehen, dass er zu Jesus geht. Weil er hat gedacht, vielleicht, es könnte meinem Ruf schaden. Hier probiert er jetzt aufzustehen und zu sagen, aber halt, den Jesus muss man doch zuerst prüfen. Wenn doch der Jesus gerade ohne Rücksicht auf Verluste also öffentlich auftritt, wie er es hier im Tempel hat, könnte doch da etwas dran sein. Aber weit gefällt am Nikodemus sein Einwand, sein Status, den er in die Waagschale einwirft, die kommt hier nicht zum Tragen. Es heisst sogar, dass sie sagen, ach, vielleicht bist du eben auch so einer von neben aussen, der nichts weiss und nichts ist. Jesus ist sicher nicht der Messias. Und ich werde noch kurz betreffend Status beim Nikodemus bleiben. Am Johannes scheint der Nikodemus ganz wichtig zu sein. Er sieht nämlich 3-mal etwas vom Nikodemus. Das erste Mal eben im Johannes 3 und nachher hier im Kapitel 7 und nachher ganz am Schluss, wo Jesus gestorben ist. Und mir durch das ganz schön, wie eben noch ein Mann mit einem hohen Status hat Jesus begegnen. Zuerst im Versteckten, nachher probiert er es zaghaft und am Schluss hilft er selber, Jesus vom Kreuz oben runterzunehmen. Er tut Geld investieren für Salbinen, für den Jesus zu salben. Es ist ihm am Schluss gleich, dass er mit dem Jesus in Verbindung gebracht wird. Mein Status, wer bin ich? Was habe ich zu verlieren, wenn ich auf das Mal als Christ bezeichnet werde? Kann ich da den Nikodemus auch als Vorbild nehmen? Das Evangelium ist kraftvoll und es schreckt auch nicht vor Status zurück. Es wirkt manchmal lang unter der Oberfläche, bis es zum Durchbruch kommt. Und da dürfen wir uns auch nicht beeindrucken. Manchmal sagen die Leute lang, das habe ich nicht, das habe ich nicht nötig. Und wir wissen nicht, was in ihren Herzen am Wirken ist. Und darum ist für mich auch wieder das Bild vom Beton. Man sieht nicht, was innen drinnen in der Materie am Wirken ist, aber es wird fester. Und jetzt kommen wir noch zu dem Schlusswort. Am Schluss sind alle wieder hingegangen. Immer wieder so nach Reden von Jesus passiert Erstaunliches. Es werden die Leute versorgt, sie bekommen zu essen, es werden Kranke geheilt, es passiert ganz Erstaunliches. Aber hier ist es am Schluss ganz simpel, darauf gingen sie alle nach Hause oder alle sind hingegangen. Ich habe sogar gelesen, dass der kurze Satz sogar in den ältesten Handschriften gefehlt hat. Und vielleicht haben sich die Abschreiber von diesem Text gedacht, irgendwie können wir das jetzt nicht so stehen. Irgendwie müssen wir dem Text noch einen Abschluss geben. Und dass sie das so gesehen haben, wie dem auch sei. Was passiert weiter? Es passiert eben gar nichts. Und das könnte ja konsequent von heute Morgen sein. Ja, dachte, jetzt gehen wir dann noch einen Kirchenkaffee nehmen und dann können wir dann am Ende von diesem Morgen drunter schreiben und am Schluss sind alle hingegangen. Das könnten wir genau über heute Morgen schreiben. Wie gehen wir hin? Was macht es mit dir? Und es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus und es geht um sein Evangelium. Aber vielleicht sollte es genau diesen kurzen Satz am Schluss nachdenklich machen. Was bedeutet Jesus für mich? Was sind meine Hinderungsgründe? Was sind meine Hinderungsgründe? Sei es Status, sei es Herkunft, sei es Bildung, dass ich das Gefühl habe, ich kann mir Jesus nicht aufliefern. Dass er in meinem Leben nicht wirken kann.
Und ich möchte uns alle heute Morgen aufrufen, gehen wir nicht einfach hin, ohne über das nachgedacht zu haben und ihm eine Antwort gegeben zu haben. Jesus wird auch in deinem Leben Festigkeit geben und Halt geben, dass es eben verhält. Amen.